Aber das Wunderbare ist gewesen, dass dieses Lied sehr passend gewesen ist. Besonders Strophe 2, Gottes Wort vertrauen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir diesen Gottesdienst haben und möchte es einer sein, der dir gefällt und in dem dein guter Heiliger Geist uns dient und uns deinen Sohn Jesus Christus groß macht. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, dass wir verstehen, dass wir beherzigen, dass wir auch gestärkt werden. Danke in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mich auch noch nachträglich sehr bedanken für das wunderschöne Lied, das die beiden gesungen haben, weil dieses Lied passt eigentlich schon zur Thematik des Buches Esra oder dieses Lied, das ja zur Einweihung damals, zur Neueinweihung des zweiten Tempels gesungen worden ist. Denn man könnte sich fragen, welchen Grund hat Gott gehabt, sein Volk wieder aus der Gefangenschaft zurückzuholen? Wäre ja eigentlich nicht nötig gewesen. Verdient haben sie es ja nicht. Bis anhin hatten sie auch noch nicht einmal sonderlich Buße getan. Es gibt nur eine Antwort. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Die Vorgeschichte ist diesbezüglich sehr interessant. Wir wissen ja, das wird hauptsächlich übrigens oder besonders im Buch Jeremia wird uns das vor Augen gestellt, wie Israel Gott dann eben eines Tages verließ. Sie meinten, sie könnten auch ohne ihn zurechtkommen, sie bräuchten sein Wort nicht mehr, sie fielen in Ungehorsam, sie wollten sich den Nationen anpassen, ach immer diese Regeln und all das, was Gott uns vorschreibt und das Gesetz Mose und dieses und jenes und die anderen Völker, die haben mehrere Götter und den opfern die und das wollen wir auch mal tun, so mal so richtig ausbrechen. Ja, und das sind sie dann und dann saßen sie da in Babylon. Und Gott hatte ihnen dann daraufhin auch gesagt, im Jeremia-Buch, Kapitel 25, 10, und ich will unter ihnen aufhören lassen das Jubel- und Freudengeschrei. Ist immer so. Wenn wir Gott verlassen, verlässt uns vieles. Verlässt uns vieles. Jubel- und Freudengeschrei. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen und zur Wüste werden und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Also das Resultat der Israeliten damals, dass sie Gott verließen, dass sie sein Wort verließen, dass sie sich den Nationen anpassen wollten, dass sie ausbrechen wollten aus den Schranken, die Gott ihnen gesetzt hat, war, dass sie vollkommen ihre Freude verloren haben. Sie meinten Freude zu bekommen, wenn sie Gott verlassen. Aber Jubelgeschrei und Freudengesang, jedes fröhliche Lied hörte auf. Also das Gegenteil war der Fall. Und dann saßen sie da in Babylon. Und Sie kennen den berühmten Psalm 187, wie sie an den Strömen Babels saßen. Es gibt ja da sogar einen berühmten Hit, der seinerzeit mal gesungen worden ist, ja? An den Strömen Babylons. Und da gedachten sie an Zion und was haben sie gemacht und was sagt der Psalmist in Psalm 137? Wir haben unsere Weiden, unsere Geigen, unsere Lauten an die Weiden gehängt, so. Und unsere Feinde, die forderten uns auf, dass wir ein Lied singen sollten von Zion. Aber ihre Antwort war dann, wie sollen wir ein Lied des Herrn singen auf fremden Boden, in Gefangenschaft, auf fremden Boden? Wie kann man ein Lied singen, wie kann man noch fröhlich sein, wenn man sich nicht mehr da befindet, wo der Herr ist? Und dann kommt das eigentlich Unerklärliche.
Die 70 Jahre neigten sich dem Ende zu und Gott holt sein Volk zurück. Sie dürfen aus der Gefangenschaft zurück durch den Perserkönig Kyros, der übrigens von Jesaja schon ungefähr 180 Jahre vor seinem Auftreten mit Namen genannt wurde. Jesaja 44. Ungefähr 180 Jahre vor dem Auftreten des Königs Kyros aus Persien wurde er mit Namen von Jesaja genannt. Das ist Prophetie. Und der Kyros gab dann den Erlass, dass die Israeliten wieder in ihre Heimat dürfen, dass sie den Altar wieder bauen dürfen und auch den Tempel. Und jetzt ist interessant, als sie wieder zu Hause waren, im Land Gottes und wieder beim Altar und wieder beim Tempel, konnten sie wieder singen. Da heißt es, und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, Esra 3,11, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Von Gott entfernt hörte das Freudengeschrei auf und der Jubelgesang. Sie kommen zurück und es ist wieder da. Ganz einfach, nicht wahr? Ganz einfach. Auch wenn wir uns das anders einbilden. Aber das bleibt immer die Wahrheit. Und da die Frage, wie kann es sein? Wie kann das sein, dass Israel wieder zurück durfte in seine Heimat und es zu diesem neuen Tempel kam? Nichts anderes als die Treue Gottes, wie in diesem Lied besungen, der zu seinem Wort steht, der gütig ist und vergibt. Nichts anderes als seine unergründliche Liebe ist der Grund dafür. Er will seinen Plan erfüllen. Er will sein Wort halten. Er bleibt treu. Esra 9,9, da sagt es dieser Schriftgelehrte Esra, denn Knechte sind wir, doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen. Obwohl sie Gott verlassen hatten und in der Gefangenschaft in Babylon saßen, auf fremdem Boden und quasi von ihnen aus keine berührenswerte Verbindung mehr zu Gott hatten, war Gott trotzdem noch da. Ich weiß von Leuten, die es mir selber gesagt haben, die für eine Zeit Jesus Christus verlassen haben, die auch meinten, ausbrechen zu können. Und sie sind leider Gottes in diese Welt versunken. Und ich bin ihnen begegnet und sie haben mir gesagt, du Norbert, hier ganz tief drin weiß ich es immer noch. Und da ist der glimmende Docht. Und Gott sei Dank, zumindest die ich kenne, fanden wieder zurück. Manchmal nach Jahren. Sie fanden wieder zurück. Wenn Eltern ihre Kinder strafen müssen, klingt so grob, ne? Wenn Eltern ihre Kinder erziehen müssen, dann ist das doch für jedes Elternpaar der glücklichste Moment und für das Kind übrigens auch, wenn es dann anschließend wieder in die Arme genommen wird und geherzt wird, ne, gestreichelt wird und die Tränen vielleicht abgewischt werden. Das ist der schönste Moment. Das will ich nicht sagen, Strafen ist schön. Ne? Hat sich das Kind im Grunde gebessert? Wird es wieder ungehorsam? Selbstverständlich. Welches Elternehepaar bildet sich ein, ja, wenn du jetzt mit dem Onkel weggehst, mit deinem lieben Onkel, sei aber schön artig. Sei aber schön artig. Sei aber lieb. Sei aber gehorsam. Und die Kinder, ja, das ist selbstverständlich, natürlich. Und kaum geht die Haustür zu und die sind mit ihrem Onkel alleine und dann geht es aber los. Wenn Gott uns erzieht und wenn er uns traurig macht, das sagt Paulus ja auch im Korintherbrief, glaube ich, nicht?
dann hat das immer das Ziel, dass wir uns wieder freuen können. Das ist immer sein Ziel. Und ich möchte nun so einige Schwerpunkte aus diesem Kapitel 3 herausgreifen und uns versuchen vor Augen zu stellen, die mir selber eben aufgefallen sind und die dazu führten, dass Israel wieder zu dieser Freude kam. Einmal, die Einheit wurde wieder aufgerichtet. Vers 1: Als aber der 7. Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann. Als die Israel verlassen mussten, Jerusalem verloren haben und in die Gefangenschaft mussten, da waren vorher so viele Parteiungen und Streitereien und so viel Zwistigkeiten im Volk, ist alles zerbrochen. Jeder war gegen jeden. Jetzt kamen sie zurück und es war auch eine Einheit wiederhergestellt nach diesen 70 Jahren. Sie traten an wie ein Mann, heißt es in Vers 9 auch noch einmal. Und es fällt auf, wenn man das Kapitel durchliest, dass es ganz verschiedene Gruppen von Menschen gab. Zum Beispiel gab es einen Hohenpriester, Jeschua, es gab einen Statthalter, Zerubabel, es gab Priester, es gab Leviten, es gab Musiker aus der Linie Asaf, es gab Bauarbeiter, es gab Aufseher über die Bauarbeiter, es gab alte Leute, die sich noch an den früheren Tempel erinnerten, und es gab eine neue, junge Generation, also ganz verschiedene Verantwortungsbereiche, ganz verschiedene Aufgabenbereiche und verschiedene Altersgruppen, und auf einmal standen sie doch alle zusammen wie ein Mann. Und so begann der Wiederaufbau des Altars und des Tempels und wieder der Gottesdienst. So kam es wieder zum Gottesdienst. Ja, so wie durch Uneinigkeit vieles zerbrochen wird. Wir glauben ja nicht, oder es ist uns viel zu wenig bewusst, oder wir sehen die Gefahr gar nicht groß genug, wie gefährlich und zerstörerisch Uneinigkeit ist. Egal in welchem Bereich. Und wie kraftvoll Einigkeit ist, wenn man sich eins ist. Es ist eine geballte Kraft Gottes, wenn Menschen sich eins sind. Wenn ein Ehepaar sich eins ist, den Kindern gegenüber, das ist eine Kraft. Aber wehe, die sind sich uneins. Jesus hat es gesagt, jedes Reich, das mit sich selbst uneins wird, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, also Volk, Familie, Betrieb, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen, ist unmöglich. Also wenn zum Beispiel der Ehemann, also der Papa, sage ich jetzt mal, zur Mama schlecht redet und uneins ist und dann noch vor den Kindern das austrägt, Katastrophe. Sportmannschaften. Das kann man wirklich beobachten, dass immer da, wenn es Turniere gab, sagen wir mal jetzt Fußballturniere oder was weiß ich, ja, wo sich Mannschaften gefunden haben, wo es zu einer wirklich guten Einheit kam, die haben meistens Endrunden erreicht. Und da, wo Weltklasse-Mannschaften Zwistigkeiten hatten intern und der eine wenig auf den anderen achtete oder sie waren mit dem Trainer nicht einverstanden oder es gab so Kämpfe innerlich, die sind oft schon in der Vorrunde ausgeschieden, obwohl es Weltklasse-Spieler waren. Das ist Einheit, das ist ganz wichtig. Warum wird im Militär, Schweizer Militär, so viel Wert auf Einheit gelegt? Ja, wenn ich hier mit dem Velo fahre oder joggen gehe oder irgendwie was und ich sehe da die Militärsoldaten, die jungen Leute, die sehen alle gleich aus. Also unter der Uniform nicht, aber mit Uniform, sie sehen alle gleich aus, mehr oder weniger.
Es wird so viel Wert im Militär auf Einheit gelegt, auf Kleidung, auf Befehlsorientierung, Befehlsgabe, Befehlsempfang, Befehlsdurchführung, auf Marschrichtung, ja? Müssen in dieselbe Richtung marschieren. Kann nicht einer sich plötzlich ausscheren und sagen, nee, das gefällt mir nicht, ich gehe in die andere Richtung. Im Blick auf Disziplin, weil anders kann man keine Kriege gewinnen. Es braucht Einheit. Als ich noch auf dem Schiff war, oben in Norddeutschland, in Kiel, da hatte unser Kapitän, der hatte manchmal seltsame Ideen. Manchmal ließ er uns raustreten und da mussten wir mit weit über 100, vielleicht fast 200 Leute, Matrosen, mussten wir ein großes Seil fassen, das an einem anderen Schiff angebunden wurde, und dann mussten wir unseren Zerstörer, es war ein Riesenschiff, ja, also ja, immerhin, und da mussten wir mit über 100 jungen Leuten mussten wir uns an dem Seil an das andere Schiff ranziehen. Aber ich dachte, was soll das denn? Da gibt es doch super Maschinen hier an Bord. Aber der Kapitän antwortete dann meistens, ja, wisst ihr, eine Maschine kann mal ausfallen, aber 200 Hände werden nicht gleichzeitig loslassen. Ist mir irgendwo geblieben. Schon Jahrzehnte her. Die Bertelsmann Stiftung machte einen Test und eine Untersuchung in 34 Ländern, und die kamen zu dem Schluss, ich zitiere, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist definiert als die Qualität des gemeinschaftlichen Miteinanders. Gesellschaften mit starkem Zusammenhalt zeichnen sich durch belastbare soziale Beziehungen, eine positive emotionale Verbundenheit ihrer Mitglieder mit dem Gemeinwesen und eine ausgeprägte Gemeinwohlorientierung aus. Und dann übrigens nach dieser Statistik oder dieser Untersuchung haben die skandinavischen Länder, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, den stärksten Zusammenhalt. Danach kommen die angelsächsischen Nationen, also USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Danach kommen die kleinen westeuropäischen Nationen wie die Schweiz, Österreich, Luxemburg. Im Mittelfeld ungefähr liegt Deutschland. Geht ja noch, ne? Mittelfeld. Und ganz unten liegen die baltischen Staaten und die südeuropäischen Länder sowie Griechenland und Rumänien. Das ist am wenigsten Zusammenhalt. Nebenbei. Also auch Einheit innerhalb der Gemeinde. Wir wollen doch Gemeinde bauen, wir wollen doch Familie bauen, wir wollen doch Ehe bauen. Da braucht es Einheit. Wir wollen doch Tempel bauen. Ja? Wir arbeiten am geistlichen Tempel der Gemeinde Jesu. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es gibt so viele Stellen im Neuen Testament, die uns auf Einheit hin ermahnen. Ich möchte nur mal eine Stelle erwähnen, von vielen, vielleicht fast unzähligen Stellen, ja, im Neuen Testament. Und das ist 1. Korinther 1, Vers 10, weil da ist mir ein Wort ganz besonders hängen geblieben. Da sagt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid, so jetzt kommt's, in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Ich habe diesen Bibelvers jetzt herausgesucht, ich sagte schon, weil der mich besonders ansprach, in dem Sinne, dass hier das Reden zuerst genannt wird als Feind für die Einheit. Paulus sagt, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst. Das Reden ist nämlich meistens die Quelle für Spaltung und Uneinigkeit. Uneinigkeit beginnt meistens beim Reden. Ich sagte ja schon, da redet der
der Vater gegen die Mutter im Beisein der Kinder oder umgekehrt. Oder, das gibt es, Gott sei Dank habe ich das nie erlebt, aber ich weiß es von anderen, da gibt es Eltern bzw. Schwiegereltern, die reden gegen den Schwiegersohn oder gegen die Schwiegertochter und wollen Einfluss nehmen. Grausam, wenn dann der Schwiegersohn oder die Schwiegertochter irgendwie darauf eingehen. Da redet man destruktiv vielleicht gegenüber Arbeitskollegen oder des Chefs. Man versucht durch Reden, meistens beginnt es mit Reden, natürlich in den Gedanken, man ist mit irgendwas nicht zufrieden. Man ist aufgebracht, man bildet sich vielleicht auch etwas ein und dann plötzlich redet man darüber, um Menschen für sich zu gewinnen, um Einfluss in die Gemeinde zu gewinnen. Und ich habe, glaube ich, festgestellt, meistens ist der Grund dafür Eifersucht, Neid, Hochmut, Besserwisserei, Geltungsdrang oder Komplexe. Und dann fängt man an und dann nimmt man an und sagt, du weißt und wie siehst du das und da hat er doch und das ist doch nicht richtig und da. Ja, und da sehe ich eine Gefahr und so fängt es an. Ja Mensch, jetzt wo du es sagst, du, da fällt mir das auch auf. Du, da reden wir mal mit dem und dem drüber. Ja. Das ist der Tod im Topf. Weiter. Dieser Tempelaufbau, die Rückkehr ins Land, der gesamte Neuanfang des jüdischen Volkes durch die Gnade, die Gott ihnen gab, wieder zurückzukehren, begann mit Einheit. Das ist das Erste, was hier in Kapitel 3 steht. Es begann mit Einheit, wie ein Mann. Das war unheimliche Kraft. Da war Furcht vor den Feinden. Wir kommen noch darauf zurück. Aber diese Einheit war geballt. Das Brandopfer wurde wieder aufgebaut. Also der Brandopferaltar wurde wieder aufgebaut. Es heißt, Peter hat es gelesen, dass Jeschua und Jozadak, der Sohn Jozadaks und Zerubabel und dann die Brüder und die Priester und die Leviten und dann heißt es, bauten den Altar des Gottes Israels wieder auf, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz des Moses. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste. Denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. Es ist auffallend, zuerst wurde der Altar wieder aufgerichtet, nicht der Tempel. Man hätte doch denken können, ja, jetzt bauen wir den Tempel und dann auch den dazugehörigen Altar. Nein, die Reihenfolge war eine andere. Sie bauten zuerst den Altar und später, als der Altar wieder aufgerichtet war und wieder Brandopfer morgens und abends geopfert werden konnten, danach bauten sie den Tempel. Hat uns das was zu sagen? Sehen Sie, der Altar war die Grundlage. Ja, wir haben das gelesen. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste. Der Altar war die Grundlage. Auch neutestamentlich ist das so. Jeder Aufbruch beginnt beim Altar. Das heißt beim Kreuz. Golgatha. Fruchtbringender Gemeindeaufbau, Gottesdienst, Tempelerrichtung kann nur da wirklich geschehen, wo man das Wort vom Kreuz wieder als Grundlage hat. Also das ganze Neue Testament, ja, ist ja die Grundlage. Beachten wir, dass Gott einen geistlichen Aufbruch nicht durch neue Gemeindemodelle schenkt oder dass er einen geistlichen Aufbruch durch neue außerbiblische Offenbarungen gibt.
oder durch das sich drehen ständig um irgendwelche Gaben, Geistesgaben und man diese ins Zentrum setzt. Nein, er baut die Gemeinde durch den Altar, durch die Grundlage des Kreuzes. Das ist die Basis. Darum sagt Paulus 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Das ist es. Das Wort vom Kreuz ist die Kraft, dass Gemeinde gebaut wird. Dass wir uns entwickeln, auch in unserem persönlichen Leben. Warum war die Reformation so erfolgreich? Weil das eine Zeit war, in der die Reformatoren zurückkehrten zur Grundlage, zum Glaubensfundament, zum Wort, zum Kreuz. Und das war explosionsartig dann, ja, was da geschah. Und umgekehrt natürlich auch. Heute, wo man das wieder verlässt, was ist das Resultat? Es bleiben hungrige Seelen zurück. Es ist kein Aufbau, im Gegenteil, die Kirchen werden leerer. Es gibt Kirchen, da sitzen morgens Riesenkirchen, wunderschön zum Angucken, Fotos machen, herrlich. Staunen über die Gotik oder über die Malereien und was da alles gemeißelt und geschnitzt worden ist. Und dann ist da der Gottesdienst, da kommen 7 Leute, wo 300 reinpassen. Das ist das Resultat. Und eben, ich habe mir gedacht, ja, Norbert, wie ist das? Ich meine, wenn man so auf sein Leben schaut und ja, oft ist es ganz einfach nur nötig, zurückzukommen zum Kreuz. Da versucht man alles Mögliche und man probiert so viel aus, statt dass man wieder zum Fundament kommt. Zurück zum Bekenntnis, zurück zur Vergebung. Vielleicht muss das Fundament des Altars von Golgatha wieder in ihrem Leben aufgerichtet werden. Das ist alles, worauf Gott wartet. Und er sagt uns, lass es doch heute so sein. Du weißt doch genau, wo es dir fehlt. Es fehlt dir daran, dass du wieder zurückkommst zu Jesus, zu der Kraft des Kreuzes, zu der Vergebung, zu seiner Treue. In diesem Zusammenhang wird ja was ganz Wesentliches gesagt, übrigens, als sie den Altar aufgebaut haben. Es heißt ja, das geschah ja nicht unbedingt grundlos zuerst vor dem Tempel. Es heißt, und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen. Ja, da haben wir es doch, nicht? So Evangelium pur. Angst, Furcht, Bedrängnis, Niedergeschlagenheit, Belastung bis hin zu Anwallungen der Depression, Bedrohungen um einen herum, Angst vor Bedrohung von Krankheit, von finanziellen Nöten, dass man das Haus oder die Wohnung verlieren könnte oder dass es zu einem Krieg kommt oder was weiß ich. Oder dass in der Familie jemand ausbricht oder was. Angst, Bedrohungen, Furcht, so viel Arten gibt es da. Wie können wir das denn bewältigen? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Die trägt dich und mich und unsere Gemeinden. Wo wird uns die Angst genommen? Wo können wir Bedrohungen, die uns umgeben, bestehen? Sie bewältigen und überwinden. Indem wir mit Jesus rechnen, der uns entweder das wegnimmt, was uns bedroht, oder zumindest erträglicher und leichter macht, weil er neben uns steht, beziehungsweise bei uns ist. Und das ist schon dann erträglicher. Wir vertrauen ihm. Weiter, sie kehren zurück zum Gehorsam des Wortes Gottes, zum Glaubensgehorsam.
Und sie feierten, Vers 4 und 5 und Vers 10 noch, und sie feierten das Laubhüttenfest so, wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag in der vorgeschriebenen Zahl. Haben sie in Babylon alles nicht mehr machen können. Was für jeden Tag bestimmt war. Danach wieder Brandopfer und alle Festtage führten sie wieder ein. Und sie lobten wieder und sangen nach der Ordnung Davids, des Königs Israels. Und in Vers 3 hatten wir schon gelesen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Also eigentlich ist auch das wieder ganz einfach und auch neutestamentlich anwendbar auf unser Leben auch und auf neutestamentliche Gemeinde. Es fand eine Rückbesinnung statt. Wir haben ja diese Feste nicht mehr gehabt, kein Laubhüttenfest mehr gehabt, keine Brandopfer mehr gehabt. Sie haben sich für das Wort Gottes ja nicht mehr interessiert. Und jetzt kehrten sie plötzlich zu allem zurück. Sie kamen also zu der Erkenntnis, zu der überaus großen Erkenntnis, dass es eben damals doch besser war, als sie sich noch am Wort Gottes festgehalten hatten und den Gott Israels in ihrer Mitte hatten und seine Herrlichkeit. Es war eben doch besser und jetzt kehrten sie dahin zurück, sonst wären sie ja nicht zurückgekehrt. Sie hatten nämlich eine Zeit lang gemeint, das ist doch langweilig mit diesem Gott. Das reicht uns jetzt und überhaupt immer nur dieser eine Gott. Warum haben wir nur einen Gott und die anderen haben so viele? Deswegen ist es Abwechslung. Und sein Wort engt uns ein und seine Gebote engen uns ein. Ich will mal raus aus dieser Zwangsjacke. Ich will das mal abschütteln. Und das haben sie dann versucht. Und als dann so die erste Spannung vorbei war, dann haben sie plötzlich irgendwann gemerkt, jetzt aber ist es so richtig langweilig. Es ist ja viel langweiliger ohne Gott. Hier in Babylon, an den Flüssen unter diesen Weiden da angucken und nicht mal singen können, richtig fröhlich sein können. Und wir haben gedacht, wir würden uns bei den anderen Nationen wohler fühlen. Das Gegenteil ist das Resultat gewesen. Und das legte sich auf alle Züge ihres Daseins. Alles war nur noch Elend. Menschen, die das nachmachen, jung und alt, alt und jung, verlieren mehr, als dass sie gewinnen. Gut, man glaubt das ja in so einer Phase nicht. Das weiß ich auch. Wie oft haben Ihnen das oder dir das deine Eltern gesagt? Lies mehr in der Bibel. Oh. Und jetzt verkündigt der da von der Kanzel auch noch. Lies mehr in der Bibel. Das weiß ich, das steht mir bis hier. Ja? Geh in den Gottesdienst, Junge. Steh auf. Oder Mädchen. Geh in die Sonntagsschule. Hopp, hopp. Zieh dich vernünftig an und so weiter und so fort. Ach Mensch, du, dieses eingeengte Zeug, ich kann es nicht mehr ertragen. Mal raus. Ich glaube, meine Freunde haben doch recht. Und dann geht man raus. Und plötzlich verändert man sich. Und das merkt man selber zunächst gar nicht erst einmal. Die Umwelt merkt das. Da ist der freudige Ausdruck weg. Guck mal, wie der aussieht oder die. Die müssen ja super glücklich sein, da wo sie jetzt sind. Super. Die sind ja richtig gut drauf. Wie locker die aussehen und wie befreit so. Ne? Verlieren die Sicherheit und oft verlieren sie sogar die Kontrolle. Die Kontrolle über sich selbst. Sie explodieren. Sehen alles negativ. Und jetzt aber, das war eben bei den Israeliten auch, und jetzt, das Laubhüttenfest wurde wieder eingeführt, wie es geschrieben steht. Das Brandopfer wird wieder entzündet in der vorgeschriebenen Zahl. Es wurde wieder gehandelt, wie es für jeden Tag bestimmt war. Alle heiligen Festtage wurden wieder gefeiert. Nach der Anordnung Davids. Und wissen Sie was? Man höre und staune. Jetzt kommen die zurück und meinen, also mit unserem Gott ist aber doch besser als da, was wir vorher gedacht haben.
Jetzt kommen die zurück zu seinem Wort und jetzt kommen die zurück zu seinen Geboten, wenn ich das so sagen darf, zu seinen Richtlinien und zu ihm selber. Und wissen Sie was? Das Erstaunliche passiert, die werden wieder fröhlich. Das dürfte doch gar nicht sein, ihr seid ihm doch vorher weggelaufen. Die werden wieder fröhlich. Esra 3,11. Und sie bestimmten einen Wechselgesang und dankten dem Herrn und lobten ihn und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei. Schreien Sie mal. Halleluja. Amen. Also nochmal, als sie Gott losließen, wurden sie die Gefangenen anderer und entsetzlich traurig. Und ich sage Ihnen was. Ich habe noch nie einen freien Menschen gesehen. Echt. Ich habe noch nie einen freien Menschen gesehen. Jeder ist gefangen. So oder so. Von einem System, von einer vorgegebenen Einstellung, von einem Zeitgeist, von Parteien, von Meinungen, von Zwängen, von Mode, von Clique, von Mode. Da sieht man plötzlich, dann gibt es ja manche Talksendungen und da sitzen da plötzlich so ältere Herren mit einem riesen dicken Schal um den Hals. Riesendicken Schal, ist jetzt modern. Ich trage das auch gerne, aber dann muss ich schon irgendwie, weil hier zu frei ist oder so, oder man ist draußen oder auch drinnen, wenn man Angst hat vor einer Erkältung, aber so sitzen die da im Scheinwerferlicht, im heißen Studio, ja, Beine so und ein riesen Schal hier rumgewickelt. Und dann reden die von Freiheit und von ihrer Meinung und so weiter, da denke ich mir, komisch, hast du kalt? Ja? Jeder Mensch ist irgendwo irgendwie gefangen. Aber wenn du gefangen bist von Jesus, dann bist du frei. Da bist du zwar auch gefangen, aber du bist in Freiheit gefangen. Und dann kannst du loben und preisen und dich wieder freuen. Du musst ja deshalb nicht so sein, wie jetzt vielleicht die und die sind. Oder die und die Christen. Sei doch dein eigener Christ, aber mit und für Jesus. Und vielleicht ist es ja auch so, Sie können jetzt sagen, ja Mensch, was erzählt der denn da? Aber wissen Sie, ich weiß doch, so ist es doch das im Leben. Vielleicht musstest du durch diese Phase mal durch. Und Gott hat dich ziehen lassen. Er hat dich einfach ziehen lassen. Ja, dann geh mal hin, versuch mal. Ich will das jetzt gar nicht mal mit dem drohenden Finger sagen. Vielleicht musstest du durch diese Erfahrung mal durch, diese Erfahrung mal machen. Aber jetzt reicht es. Denn entweder du gehst vor die Hunde, oder aber du wirst erkennen, dass es mit dem Herrn viel besser und fröhlicher ist. Passen wir auf, dass wir nicht vom Kurs abkommen. Ich habe das gelesen hier. Es war an einer Küste Irlands, da ist ein Schiff zerschellt und untergegangen an einem Riff. Man hat das dann untersucht und bei den Untersuchungen hat man auch den Kompass geborgen. Und dann hat man den Kompass genauer untersucht und dann hat man festgestellt, dass da ein Metallstück im Kompass war. Und die weiteren Recherchen haben dann dazu geführt, dass man vermutet hat, dass jemand diesen Kompass gereinigt hat, von was weiß ich, Salz, Wasser und alles Mögliche, und hat ein Messer benutzt. Und da ist so die kleine Spitze vom Messer ist abgebrochen und drin stecken geblieben. Und der hat sich nicht die Mühe gemacht, dieses Stück Metall zu entfernen. Und das hat die Kompassnadel magnetisch beeinflusst. Und da sind die auf den Riff gefahren und untergegangen. Das ist so ein Gleichnis, ja? Ein kleines Fehlverhalten, das man nicht beseitigen will,
kann uns echt vom Kurs abbringen. Als Gemeinde, als Werk, Missionswerke, persönlich. Dann, Gottes Reich wurde wieder an erste Stelle gestellt. Das ist auch so herrlich. Auf einmal heißt es, ja, in Vers 7, sie gaben aber den Steinmetzen und Zimmerleuten Geld, Speise, Trank und Öl. Auf einmal wurde wieder gegeben. Sie trachteten wieder als erstes nach dem Reiche Gottes. Sie waren sich nicht mehr selbst die Ersten. William MacDonald hat einmal gesagt, so sinngemäß, ich weiß es nicht ganz genau, hat sinngemäß gesagt, wenn du für Notzeiten sparst, wird Gott dafür sorgen, dass du in Notzeiten kommst. Hoppla. Vimalgos Devise war immer, und mit dieser Devise hat er Devisen gemacht, er hat immer gesagt, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Das war sein Grundsatz. Und Totzer meint, jeder zeitliche Besitz kann in einen ewigen Schatz verwandelt werden. Was immer wir Christus geben, wird noch im gleichen Augenblick unsterblich. Das ist fantastisch. Ich weiß noch, wir haben damals mal versucht, die Kinder werden das wahrscheinlich gar nicht mehr wissen. Da sitzen ja ein paar. Waren die eben noch klein und es ging um Sonntagsschule und dann haben wir ihnen versucht zu erklären, Mensch, gebt doch mal ein bisschen was ab von eurem Taschengeld in die Sonntagsschulkollekte. Zuerst und dann haben wir versucht, wisst ihr, der Herr lässt sich nicht schenken, ihr kriegt das bestimmt wieder zurück und vielleicht sogar vielfach und so und dann, haben sie sich wohl überwunden und dann sind sie in die Sonntagsschule gegangen und dann haben sie 50 Rappen gegeben von ihrem Taschengeld, 50 Rappen. Ja, ich muss schon sagen, ich war ein bisschen gespannt, ich habe gedacht, oh, wie kommt das jetzt, ja? Hoffentlich machen sie auch jetzt die Erfahrung der Treue des Herrn und dann kommen die aus dem Sonntagsschulgottesdienst wieder raus, hier vorne auf dem Platz und ich habe das auch noch gesehen und da waren sie ganz stolz, dass sie 50 Rappen in die Sonntagsschulkollekte gegeben haben und da kommt eine Frau auf die Kinder zu und schenkt jedem 5 Franken. Ja, das ist doch toll, ne? Das war die direkte Folge damals. Und bitte erlauben Sie mir jetzt, ich sage es nur, weil mich das selber so angesprochen haben, nicht, dass ich jetzt hier eine Kollektenrede halten will. Ja, Sie sind eine Gemeinde, die uns sehr unterstützt, also vielen Dank. Ja? Ich meine jetzt die im Livestream. Nein, aber ich habe dann so nachgeschlagen, untergeben und wie war das da damals im Neuen Testament, wie sind die damit umgegangen, da gibt es ja auch viele, viele Beispiele, aber da hat mich ein Ding, das hab ich noch nie so gesehen, da sagt der Apostel Paulus doch in 2. Korinther 9, Vers 5 bis 8, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Ich habe gesagt, was? Ja, kann ich auch geben und trotzdem geizig sein? Kann ich eine Gabe des Geizes geben? Kann man das? Eine Gabe des Geizes geben? Und eine Gabe des Segens geben auf der anderen Seite? Offensichtlich ja. Ich sage Ihnen, ich habe mich in Frage gestellt, echt. Also ich rede ja jetzt nur zu mir. Norbert, wie ist das eigentlich? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Was machst du? Wie gibst du? Was gibst du ab von dem, was du als Gehalt bekommst oder sonst dir zur Verfügung steht? Gibst du, ja, kärglich, widerwillig, gezwungen? Ja, das macht man halt so als Christ und da muss ich es ja auch machen, da muss ja irgendwie gut aussehen, wenn ich da rausgehe und so. Oder ist man ein fröhlicher Geber, dass man eine Segensgabe gibt, statt eine Gabe des Geizes? Ja, ich meine, die arme Witwe, die hat ganz wenig gegeben, ne? Und das war aber keine Gabe des Geizes. Er schreibt ja dann auch weiter, das aber bedenkt, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig, sehen Sie, da ist es, nicht widerwillig oder gezwungen,
denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Darum sage ich mir dann oft, auch in Momenten, wo ich denke, Mensch, das könnte ich jetzt eigentlich selber gut gebrauchen. Ich wollte mir doch eine neue Jacke kaufen. Nein, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dann gebe ich. Na, ob ich dann noch wirklich so fröhlich bin, zumindest sage ich es mir, ja. Ja, ist es nicht so? Und ich sage Ihnen aber wirklich, ich bin damit noch nie irgendwie auf Grund gefahren. Ich habe meine Jacke 100%ig bekommen. Das ist unwahrscheinlich. Und dann, oh, jetzt müssen wir wirklich auch wieder Tempo machen. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Jetzt kommt es erst zum Tempel. Das war alles Einleitung jetzt. Esra 3, 8 bis 10, dann, ich pick das nur noch raus, also Jeschua und Zerubabel, die Priester, Leviten, alle, die aus der Gefangenschaft gekommen waren in Jerusalem, heißt es in Vers 10, und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten. Und jetzt haben wir wieder sowas. Ich sagte ja, der Altar wurde gebaut vor dem Tempel. Und was mich jetzt erstaunt ist, der Tempel wurde wiederum gebaut vor der Mauer, vor der Stadt. Das widerspricht eigentlich jeder Logik. Der Tempel wurde gebaut, bevor man die Mauer baute und auch Teile der Stadt. Zuerst der Tempel. Also, wenn ich der Zerubabel oder der General oder Statthalter gewesen wäre, müssen wir erst die Mauer bauen, erst die Stadt wieder aufbauen, wir brauchen eine Sicherheit, wir müssen für Sicherheit sorgen und wenn wir die Sicherheit um uns herum haben, dann bauen wir den Tempel. Und die haben es umgekehrt gemacht. Zuerst den Tempel gebaut und später dann Nehemia, ja? Nehemia-Buch, haben sie die Mauer gebaut. Das heißt, und das, obwohl, das ist auch noch, wir hatten ja, ich glaube, Vers 3 hatten wir gelesen, obwohl ja die Furcht der Feindschaft der umliegenden Völker auf sie lastete, die war ja existent. Die Feindschaft der Völker um sie herum, damit lebten die hatten Angst und bauen trotzdem zuerst den Tempel und später die Mauer. Das überwältigt mich. Überwältigt mich echt. Das Geistliche kam als Priorität vor der Sicherheit. Oder anders vielleicht gesagt, das Geistliche war ihre Sicherheit. Es war Gottes Schutz. Darauf bauten sie. Als sie noch ein starkes Volk waren, als sie noch eine starke Mauer hatten, aber Gott verlassen hatten, wurde die Mauer eingerissen, Jerusalem zerstört und sie kamen in die Gefangenschaft. Und jetzt kommen sie als ein kleines Volk mit ungefähr 50.000 Menschen, kommen sie wieder zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, wieder in ihre Heimat und sie bauen zuerst den Tempel und erfahren Gottes Schutz. Es gab zwar Anfechtungen von den Feinden, die blieben nicht aus. Auch das Esther-Buch fällt in diese Zeit, aber wir sehen, Gott streitet für sein Volk. Und er bringt sie durch und führt sie schlussendlich zum Sieg. Ist herrlich, nicht wahr? Und Israel hat das dann in dieser Phase auch erlebt, wie diese großen Weltherrscher, die ganze Politik, wie ein Kyros, wie ein Darius, wie ein Artasasta, ein Ahasveros und so weiter, wie die alle eigentlich Gott zuarbeiten mussten, ohne dass das Volk irgendwelche Initiative ergriffen hätte oder hätte ergreifen müssen. Gott hat dafür gesorgt. Und die ganze Weltpolitik so geleitet. Und das wird er ja in Zukunft auch wieder tun. Er hat die Völker in jüngster Geschichte, in jüngster Vergangenheit gebraucht, dass der jüdische Staat wieder entsteht. Er wird dafür sorgen, in zukünftiger Geschichte, dass das jüdische Volk wieder zum Altar findet, das heißt zum Grund von Golgatha. Und dann wird er auch dafür sorgen, dass sie einen messianischen Tempel wieder bekommen. Das Gleiche.
Ja, auch wir sollten die Prioritäten richtig setzen. Jesus hat es uns gesagt, trachtet viel mehr als erstes nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches alles zufallen oder hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen, jeden Tag genügt seine eigene Plage. Wir waren jetzt unterwegs in Deutschland und da wurden wir mit Christen konfrontiert. Da gibt es Menschen, die haben Angst vor einer bevorstehenden Katastrophe, jetzt zum Beispiel Krieg, Weltkrieg, Atomkrieg, was weiß ich, mit Putin und Krim und all das. Und wisst ihr, was die machen? Die schaffen sich ein privates Aldi-Lager an im Keller. Ja, müssen vorsorgen, Konserven und alles. Ja, Mensch, ich denke, wenn es wirklich zu einem richtigen Krieg kommt oder Atomkrieg oder sowas, meinst du, was die da eine Konserven nützen? Setzen wir die Prioritäten richtig. Das ist Vorsorge. Ja? Manche machen ja alles Mögliche für Vorsorge. Ne? Ja, ich übrigens auch. Ich war auch diese Tage beim Arzt. Da habe ich wieder mal festgestellt, das Negative überwiegt meistens. Werte waren einigermaßen gut, aber da sagt er dann, Norbert, wie hieß das nochmal eben? Der negative Cholesterin ist ein bisschen zu hoch und der positive Cholesterin ist ein bisschen zu niedrig. Wieso kann das nicht andersrum sein? Wieso kann das nicht immer so? Meistens, wenn. Ne? Aber ist minimal, ist noch im grünen Bereich. Aber so ist es in unserem Leben, auch geistlich, oder? Das Negative. Und da können wir bestehen mit Jesus und in Jesus und natürlich im Gehorsam ihm gegenüber, indem wir uns an sein Wort binden. Und zum Schluss, das Ziel der Rückkehr damals der jüdischen Gefangenen aus Babylon war die Treue Gottes und seine unergründliche Liebe, aber immer im Blick auf Jesus. Das ist der Schatten, der unsichtbare Schatten überhaupt, so im Esra-Buch, so dahinter, zwischen den Zeilen. Es geht immer um Jesus. Ja? Denn Jesus sollte das erste Mal kommen und darum musste ein Volk wieder im Land sein und ein Tempel musste wieder da sein. Und heute, wenn Jesus wiederkommt, muss ein Volk wieder im Land sein, damit er kommen kann, das zweite Mal. Und wieder waren die politischen Ereignisse so. Sogar die Russen wollten, dass die Juden wieder einen Staat kriegen. Und dieser lebendige Herr, der alles umfasst, der bildet Vergangenheit und Zukunft und zukünftige Geschichte für das jüdische Volk. Er ist auch der Hintergrund aller Geschicke und Ereignisse in unserer Welt, immer noch. Er ist der Grund der Gemeinde, wenn wir uns nur an ihn halten. Und er ist entscheidend für das Geschick jedes persönlichen Lebens. Ihr Leben, mein Leben, unser Leben steht und fällt mit unserer Beziehung zu Jesus. Wird fröhlich oder traurig in Bezug zu unserer Beziehung zu Jesus. Und darum, es ist seine Liebe, die uns wieder für Gott gewinnen will. Und es ist seine Treue, die uns auch wieder für sein Fundament gewinnen will. Er möchte die Hauptperson unseres Lebens sein. Lass mich die Hauptperson deines Lebens sein. Erinnere dich und erfahre, dass ich treu bin, dass ich zu meinem Wort stehe, dass ich immer wieder vergebe. Ist nicht leichtfertig jetzt gemeint. Aber es ist doch Tatsache, dass ich immer wieder vergebe. Noch mehr wie Eltern immer wieder ihr ungehorsames Kind in den Arm nehmen. Auch jetzt, heute Vormittag, vielleicht geht es den einen oder anderen an oder die eine oder andere. Man sagt, ja, es ist eigentlich so. Jetzt will ich auch die Konsequenz ziehen. Amen. Oh, noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der auch seelsorgerlich wirkt in unserem Leben. Du legst deinen Finger liebevoll auf die wunden Stellen unseres Lebens, unseres Herzens.
und du heilst Verletzungen, wenn wir nur zu dir kommen und uns an dich halten. Das wollen wir tun, Herr. Es ist im Grunde genommen, ich möchte das hier auch wirklich bekennen, es ist nirgends wirklich schöner als bei dir. Wie oft hat man versucht und gemeint, dass es irgendwie anders besser ginge oder so. Und es ist einfach nicht der Fall. Nur bei dir ist man glücklich und frei. Schenke es, Herr. Wirke es nachfolgend auch durch deinen Geist und lass doch hier und da vielleicht heute Morgen auch ein Gebet aus dem Herzen aufsteigen, das sich an dich wendet. Amen.